sempozyumumuzun ilk konuşması Profesör Doktor Ludwig Paul'a aittir. Kendisini konuşmaya davet ediyorum. Profesör Ludwig Paul, Almanya'da Zazaca üzerine, Zazaca'nın lehçeleri üzerine doktorasını yapmıştır. Kendisi Zazaca'da konuşmaktadır ve kendisi aynı zamanda İranisttir. Bugün aramızda bulunduğu için seviniyoruz ve konuşmasını İngilizce olarak yapacaktır. Sehr verehrte Damen und Herren, verehrter Rektor, verehrter Bürgermeister und Provinzgouverneur, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Studierende, es freut mich sehr, dass ich hier sein kann, um über das Sasaki einen Vortrag zu halten. Es Zaf Keifkenake Tiadara Itadara ke Shkena Sasaki Sero Kesebekra. Desto ponch serio as Sasaki Musaya, Rande Joy Ayrura as Bealmani, Beamanki Kesebekara. Die Sasaki Chovira Kert. Professor Maune as Lehche Bingöl Hindik Sana. As Chermuk de Sasaki Musaya. Ne Lehche Chermugio. Jetzt gehe ich wieder zum Deutschen. Ich habe ein Blatt abgegeben, das vielleicht gleich an der Wand erscheint. Die Bedeutung, die diese Stellung für soziale und kulturelle Faktoren beinhaltet. Zunächst die Stellung des Sasaki im Kreise der iranischen Sprachen. Das Sasaki ist eine indogermanische Sprache. Die indogermanischen Sprachen unterteilen sich in viele Familien, von denen die iranische eine ist. Innerhalb der iranischen Sprachen gehört Sasaki zu den westiranischen Sprachen. Weitere westiranische Sprachen sind Persisch, Kurdisch, Baluchi, Taleshi, Gilaki und viele andere. Es wäre jetzt schon sehr schön, wenn man dieses Bild sehen könnte. Ja, die Frage ist, wie kann man erweisen, ob Sasaki eine eigene Sprache ist oder nicht. Das heißt, wie misst man Sprachverwandtschaft? Es ist klar, dass Sasaki mit Kurdisch und Persisch verwandt ist. Aber wie kann man feststellen oder messen, wie eng diese Verwandtschaft ist oder wie weit sie ist? Es gibt viele Faktoren, die hier notwendig sind, um das sprachliche Verhältnis von zwei Sprachen zueinander zu messen. Ich werde mich hier auf ganz wenige konzentrieren. Ich kann zudem, solange es kein Bild gibt, auch nicht sehr ins Detail gehen. Wichtig ist mir, wenn man jetzt das Verhältnis von Persisch, Kurdisch und Sasaki betrachtet, wichtig ist, dass man methodisch sauber, methodisch richtig an diese Frage herangeht. Es gibt sehr viele Schriften, Aufsätze, Bücher zu diesem Thema und in der Regel machen die Autoren etwas, was linguistisch nicht ganz korrekt ist. Sie nehmen einzelne isolierte Merkmale der Sprache
einzelne Wörter und vergleichen die miteinander. Wir sagen, es gibt im Sasaki diese 10 Wörter, im Kurdischen diese 10 Wörter, im Persischen diese 10 Wörter. Und das beweist, dass die Sprachen eine Sprache sind, ein Dialekt sind oder was auch immer. Das ist der Punkt, der mir sehr wichtig ist. Für Sprachvergleich braucht man Methode, wissenschaftliche Methode. Diese wissenschaftliche Methode kann man in der Regel nur durch ein Hochschulstudium erwerben. Wer diese Voraussetzung nicht hat, kann nicht so kompetent über Sprachverwandtschaft schreiben. Für die Sprachverwandtschaft wichtig sind vor allem 2 Dinge. Die regelmäßige historische Entwicklung der Laute, Lautgesetze. Dazu habe ich ein Bild vorbereitet, das wir jetzt leider nicht sehen können. Wenn man Wörter von Sprachen miteinander vergleicht, zum Beispiel nehmen wir das Wort Wissen, Sasaki Sana, Kurdisch Desanen, Persisch Midanan. Wir haben hier Sasaki und Kurdisch San, einen Stamm San, im Persischen einen Stamm Dan. Dieses Wort ist richtig für den Vergleich der Verwandtschaft, weil es auf einen indogermanischen Laut zurückgeht. Ein anderes Beispiel, das Wort für 3, Persisch Se, Kurdisch Se, Sasaki Hire oder Jire. Dieses Wort ist auch wichtig und richtig, weil es auch auf ein indogermanisches Wort zurückgeht, das in allen 3 Sprachen sich erhalten hat. An diesen beiden Worten kann man sehen, beispielhaft, dass das Kurdische zwischen Persisch und Sasaki steht. Wir haben viele iranische Sprachen und wenn man die 3 Sprachen Kurdisch, Persisch und Sasaki nimmt, so sieht man, das Kurdische steht zwischen Sasaki und Persisch. Das Kurdisch ist mit Persisch verwandt, Kurdisch ist mit Sasaki verwandt. Die Verwandtschaft zwischen Sasaki und Persisch ist keine so enge. Der zweite wichtige Punkt, wenn man Sprachverwandtschaft betreibt, ich habe Hoffnung, dass es doch gleich klappt. Der zweite wichtige Punkt, wenn man Sprachen vergleicht, ist die Grammatik. Man muss grammatische Kategorien, die alt sind, miteinander vergleichen, die in der Sprache historisch verwurzelt sind. Und sehr wichtig ist, man muss unterscheiden bei Sprachvergleich zwischen historischen Gemeinsamkeiten, die Sprachen haben, und gemeinsamen Neuerungen, die die Sprachen haben. Man muss bei jeder Sache, die man vergleicht, fragen, geht sie auf die alte Zeit zurück? Ist sie in der alten Zeit den Sprachen gemeinsam? Oder hat sie sich in neuerer Zeit gebildet? Ist sie in neuerer Zeit gemeinsam? Diese Fragen kann man in der Regel nur entscheiden, wenn man nicht nur die heutigen iranischen Sprachen kennt, sondern auch die alten iranischen Sprachen, Mittelpersisch, Parthisch und Avestisch und Altpersisch. Das bedeutet, dass die richtige Methode, um Sprachen vergleichen zu können, eine sehr, sehr komplexe Sache ist, eine sehr komplizierte Sache. Und ich hoffe sehr, dass hier in Bingöl und anderswo in der Türkei die Möglichkeit geschaffen werden, um mit wissenschaftlicher Methode Sprachen vergleichen zu können. Persisch, Kurdisch und Sasaki. Wenn man diese methodischen Voraussetzungen nicht hat, dann bleibt ein Sprachvergleich präwissenschaftlich und man kann nur von Ähnlichkeiten sprechen. Von Ähnlichkeiten zwischen Sprachen zu sprechen kann jeder, das ist einfach, aber wenn man von Sprachverwandtschaft linguistisch sprechen muss,
muss man die methodischen, wissenschaftlichen Voraussetzungen mitbringen. Jetzt komme ich noch etwas genauer zum Verhältnis des Sasaki zum Kurdischen. Keine Präsentation. Das Scan ist schwieriger zu zeigen als eine Präsentation. Verhältnis des Sasaki zum Kurdischen. Sasaki, Kurdisch und Persisch und andere Sprachen wie Baluchi und Taleshi sind westiranische Sprachen und haben sich vor langer, langer Zeit von einer gemeinsamen Ursprache entwickelt. Wann das war, kann man nicht genau sagen. Man kann sagen, ungefähr vor 3500, vor 4000 Jahren war das. Vor 3.000 bis 4.000 Jahren haben sich diese westiranischen Sprachen voneinander getrennt. Ich bitte Herrn Paul, eine Pause einzulegen. Und damit, bis die technischen Probleme gelöst sind, dann können wir fortfahren. Değerli dinleyiciler, bazı teknik sorunlar vardır. Onlar halloluncaya kadar 5 dakika bir ara vereceğiz. Ondan sonra konuşmamızı tekrar dinleyeceğiz. Hier ist das Indo-Iranische, das Iranische, das Westiranische und das Ostiranische. Westiranisch sind diese Sprachen hier. Man unterscheidet 3 Stufen: Altiranisch, Mitteliranisch, Neuiranisch. Altiranisch, Mitteliranisch, Neuiranisch. Unter den neuiranischen Sprachen sind Persisch, Kurdisch, Baluchi, Sasaki und so weiter. Ein etwas genaueres Diagramm habe ich hier, dazu komme ich gleich. Hier das, was ich erklärt hatte, das Beispiel Dan, San, San, Wissen, Se, Se, Hire, Ire für 3. Hier sieht man im Überblick ganz vereinfacht, dass Kurdisch, Persisch, Kurdisch, Sasaki miteinander verwandt sind, dass Persisch mit Kurdisch enger verwandt ist, Kurdisch mit Sasaki enger verwandt. Es gibt manches, was Kurdisch und Sasaki gemeinsam haben, manches, was Persisch und Kurdisch gemeinsam hat und auch manches, was alle 3 Sprachen gemeinsam haben, darauf bin ich hier nicht näher eingegangen. Nochmal methodisch, man muss unterscheiden zwischen gemeinsamen ererbten Dingen und gemeinsam erneuerten Dingen. Das ist für die Sprachwissenschaft, für die Dialektologie ganz wichtig. Diese Dinge sind gemeinsam ererbt, Lautentwicklungen. Darunter habe ich ein Beispiel gebracht, Präsensbildung in den 3 Sprachen. Die ist ganz unterschiedlich. Im Persischen ich trage, Mibaram, im Kurdischen Debim, im Sasaki Bena, es Bena. Hier kann man sehen, dass die Sprachen sich auseinander entwickelt haben. Das sind allerdings relativ neue Entwicklungen. Die sind nicht 3000 Jahre alt, auch nicht 2000, sondern etwa 1000 Jahre alt oder 1500 Jahre alt. Das heißt, die sagen nicht so viel über die alte Sprachverwandtschaft aus. Hier komme ich jetzt zu dem wichtigeren Diagramm. Man nennt diese Bilder Baumdiagramm. Das sind Modelle, die die Sprachverwandtschaft veranschaulichen. Ein Modell in der Wissenschaft ist immer eine Vereinfachung. Das muss man bedenken. Es ist immer in der Realität komplizierter, aber ohne Vereinfachungen kann man diese Dinge nicht darstellen. Hier sehen Sie Westiranisch. Vom Westiranischen hat sich das Persische getrennt, hat sich Kurdisch getrennt, hat sich Baluchi getrennt, hat sich Sasaki getrennt, hat sich Partisch getrennt und andere Sprachen.
Varan Vareno. Ayum Veshnio. Wichtig hier, über die genaue Verwandtschaftsverhältnisse im Westiranischen kann man nicht viel mehr sagen, als dass sich alle Sprachen schon sehr früh voneinander getrennt haben. Es gab sicherlich Sprachen, die noch enger in Kontakt standen. Zum Beispiel Sasaki und Parthisch, Proto-Sasaki, Proto-Parthisch. Und Baluchi und Kurdisch waren auch enger im Kontakt. Aber viel mehr kann man nicht sagen. Was kann man von diesem Diagramm lernen? Ich möchte auf 3 Dinge hinweisen. Das Kurdische und das Sasaki haben sich wahrscheinlich schon vor relativ langer Zeit getrennt. Und dann habe ich hier Proto-Kurdisch, Proto-Parthisch, Proto-Sasaki. Das kann man vor etwa 1000 Jahren ansetzen. Dann sehen Sie jetzt hier Proto-Sasaki, Sasaki-Dialekte. Diese Sasaki-Dialekte sind wieder näher am Kurmanji. Das heißt, in älterer Zeit haben sich die Sprachen getrennt. In neuerer Zeit, in den letzten 1000 Jahren, ist Sasaki wieder näher ans Kurdische herangetreten, weil die Sprachen geografisch in engem Kontakt stehen. Torga, Torga. Say Almanyayo. Almanya, हमें कभी से Almanya. Also, man muss hier unterscheiden zwischen der neueren Zeit Also heutzutage ist das Sasaki dem Kurmanji relativ ähnlich. Das Kurmanji dem Sorani sehr ähnlich und Sorani dem Persischen ähnlich. Aber vor 1000 Jahren etwa war es anders. Da war das Proto-Sasaki weiter entfernt vom Kurdischen. Was man hier noch sehen kann, das Westiranische, das Altpersische, ist mit Abstand die älteste westiranische Sprache. Wir haben leider weder vom Kurdischen, noch vom Baluchi, noch vom Sasaki alte Texte. Es gibt keine Texte vor dem 16. Jahrhundert. Deshalb kann man über die Verwandtschaft nicht sehr viel sagen, weil wir Kurdisch, Baluchi und Sasaki nur aus neuester Zeit haben. Der Rektor sagte, Sasaki, der älteste Text ist der von Ahmed Farsi. Kurdisch ist etwas älter, im 17. Jahrhundert, aber die Sprachen sind leider nur in neuester Zeit belegt. Aber um die Verwandtschaftsverhältnisse beurteilen zu können, muss man unbedingt Mittelpersisch und Altpersisch können, um hier vergleichen zu können. Um hier Vergleiche anstellen zu können, muss man diese beiden Sprachen können, sonst geht das nicht. Jetzt komme ich zum nächsten großen Thema meines Vortrags, das ich genannt habe, im Verhältnis von Sprache zu Ethnie, oder anders gesagt, was folgt daraus? Ich habe gesagt, Sasaki und Kurdisch und Persisch haben sich schon vor langer Zeit getrennt.
in neuerer Zeit hat sich Sasaki und Kurdisch wieder angenähert, sind wieder nahe geworden. Was folgt daraus? Es ist natürlich eine Frage, die vielen Leuten am Herzen brennt, die wissen wollen, was für Sprache sprechen wir, was folgt daraus für unsere ethnische Zugehörigkeit. Hier möchte ich vorausschicken, das Verhältnis von Sprache zu Ethnie, von Sprache zu Volk ist sehr kompliziert. Ethnisches Verhältnis, ethnische Zugehörigkeit richtet sich nicht nur nach Sprache, keineswegs, sondern nach Kultur, Religion, Geschichte, gemeinsame Geschichte, Herkunft, soziales Verhalten. Soziale Faktoren spielen hier eine wichtige Rolle. Und hier ist jetzt wichtig zu sehen, dass Kurden und Sasas, obwohl die Sprachen separat sind, doch sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Viele Sasas können Kurdisch. Es ist auch eine Realität, dass Sasaki in vielen Gebieten, wo es gesprochen wird, zusammen mit Kurdisch gesprochen wird. Es gibt eine enge Verbindung. Bingöl und Palu sind die größten Gebiete, wo Sasas mehr oder weniger allein sind, wo Kurmanji nicht oder wenig gesprochen wird. In vielen anderen Regionen, wie Hani oder Çermik oder Siverek, leben Sasas und Kurden gemeinsam. Auch in Tunceli in gewissem Maße gibt es Kurmanji-Sprecher. Das bedeutet, auch wenn Sasaki eine Sprache ist, rein linguistisch, so muss man doch die Frage, ob jetzt inwiefern Sasas Kurden sind oder nicht, davon trennen. Es ist unabhängig davon. Die Ethnologie sagt hier, wichtig ist auch die Selbstzuweisung. Was ist Selbstzuweisung? Das, was man selbst von sich glaubt. Jeder Mensch hat das Recht zu sagen, ich bin Deutscher, ich bin Türke, ich bin Kurde, ich bin Sasa. Jeder hat das Recht, das zu sagen. Das ist ein Menschenrecht. Das heißt, man soll nicht diese enge Verbindung zwischen Sprache und Volkszugehörigkeit aufrechterhalten. Die Türkei ist ja, wie wir alle wissen, ein Land mit vielen Völkern, mit vielen Sprachen, mit vielen Kulturen. Und ganz wichtig, es ist ein Reichtum. Es soll nicht als negativ betrachtet werden. Gerade heutzutage in einer Gesellschaft, in einem Land wie die Türkei, das sehr dynamisch ist, das sich auch schrittweise immer mehr an Europa annähert, ist es sehr wichtig, dass diese nationalistische Verbindung zwischen Sprache und Volk aufgebrochen wird, aufgeweicht wird. Gut, jetzt möchte ich einen Schritt machen innerhalb dieses Themas, was folgt daraus, und fragen, was können wir jetzt damit anfangen? Diese ganzen Dinge über Sprachverwandtschaft sind sehr abstrakt. Viele Menschen können das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil sie keine linguistische Ausbildung genossen haben. Ich frage, was folgt konkret daraus? Was können wir tun? Was ist unser Interesse? Was ist das Interesse der Türkei, der Türken, der Kurden, der Sasas in Bezug auf das Sasaki? Und hier komme ich jetzt zurück, was der Rektor in sehr schöner Weise gesagt hat auf das Thema des kulturellen Reichtums. Ein türkisches Sprichwort sagt, Bir lisan, bir insan. Jede Sprache ist ein Mensch. Es ist meiner Ansicht nach im Interesse aller Beteiligten, der Sasas, der Kurden, der Türken, der Türkei als Land, als Staat, dass Sasaki und übrigens auch Kurdisch natürlich bewahrt werden, dass der sprachliche Reichtum bewahrt wird, dass diese Sprachen entwickelt werden, gepflegt werden, dass diese Sprache auch in ihrer Vielfalt bewahrt werden. Vielfalt, Unterschiede sind Reichtum. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Sasaki gibt es viele Dialekte. Sie alle wissen, Dialekt von Bingöl, Palu, Dialekt von Çermik, Dialekt von Tunceli. Zum Beispiel das Wort für Kind, Çocuk. Hier sagt man, in Çermik sagt man Böcek.
Hiret Čekime este. In Tunnel sagt man Doman. Hiret Domanime este. Hier sagt man vielleicht Tutime este oder Leir. Hire Leirime este. Das ist Reichtum, Zenginlik. Ich hoffe, es ist nicht wegen mir. Ja. Also man kann sagen, dieser Reichtum, kultureller Reichtum soll bewahrt werden, denn Sie wissen alle, und die UNO hat festgestellt, Sasaki ist eine bedrohte Sprache. Es gibt noch Millionen Sasaki-Sprecher, aber Sasaki ist bedroht, denn die Basis ist bedroht. Die jungen Leute heute sprechen nicht mehr so gut Sasaki wie früher. Und das ist wirklich mir ein Anliegen. Diese Sprache soll nicht untergehen. Und Universität, es ist sehr schön, dass hier an der Universität heute über Sasaki gesprochen wird, aber man muss wirklich überlegen, was ist die Basis und was ist wichtig, damit diese Sprache langfristig überleben kann als Sprache. Ja, und ich glaube, also um diese Sprache zu bewahren, übrigens ist auch Kurdisch bedroht. Kurmanji ist auch eine bedrohte Sprache, obwohl es viele Millionen Sprecher gibt. Aber die Basis ist bedroht. Die jungen Leute sind heute im Internet, Englisch, Türkisch, alles Mögliche. Und da ist wirklich die Basis bedroht. Und in den Städten, es kommt darauf an, was die jungen Leute in den Städten sprechen. Man findet für jede Sprache alte Leute in den Dörfern, die die Sprache gut sprechen. Aber diese Leute sind für die Weitergabe der Sprache nicht mehr wichtig, sondern die jungen Leute sind wichtig. Damit Sasaki wie auch Kurdisch und wie überhaupt alle Sprachen der Welt, die bedroht sind, weitergegeben werden können, sind zwei Dinge wichtig. Erstens Freiheit und zweitens Respekt. Freiheit bedeutet, jeder muss seine eigene Sprache, seinen eigenen Dialekt sprechen dürfen. Egal ob Sasaki-Dialekt, welcher Dialekt, egal ob Kurdisch oder nicht. Diese Freiheit ist das Wichtigste. Respekt bedeutet, die anderen jeder muss den anderen respektieren. Wenn er sagt, ich will meinen Dialekt sprechen, dann darf er seinen Dialekt sprechen. Er darf ihn auch schreiben. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt werden. Man kann natürlich versuchen, Standardsprachen zu schaffen. Da komme ich gleich noch darauf zurück. Das ist auch wichtig, aber diese Standardsprache muss ein Gewinn sein. Sie darf keine Einschränkung sein. Sie muss etwas Zusätzliches sein. Und die Leute sagen, ja, wir wollen auch diese Standardsprache, um eine Schriftsprache zu haben, aber die Standardsprache darf nicht die Freiheit einschränken. Das wäre für mich, meiner Ansicht nach, für alle das Beste. Jetzt komme ich zu einem letzten Punkt, was ich gerade schon sagte, Standardisierung. Die Standardisierung von Sprachen, sowohl von Sasaki als auch von Kurdisch, als auch von vielen anderen Sprachen, ist also eine sehr schwierige und komplizierte Sache und kann sehr, sehr lange dauern. Und braucht normalerweise viel politische Unterstützung. Wenn Sie in der Geschichte sehen, die Standardisierung des Deutschen etwa, im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit, hat viele Jahrhunderte gedauert. Standardisierung kann man nicht von heute auf morgen schaffen, man kann es nicht erzwingen. Man muss die Dialekte leben lassen und es kann sich dann etwas entwickeln, man kann es fördern, politisch, kulturell, finanziell, aber man kann es nicht erzwingen. Und es ist meiner Ansicht nach nur möglich, wenn man die Verschiedenheiten nicht als Gefahr betrachtet, sondern als Reichtum. Und in dem Sinne komme ich jetzt schon zu meinem Ende. Ich hoffe sehr, dass die Sasas es schaffen, ihre Sprache zu pflegen, weiterzuentwickeln, zu bewahren. Und ich hoffe sehr, dass das nicht gegen andere Völker passiert, auch nicht gegen Kurden. Und ich hoffe sehr, dass die Kurden auch die Sasas respektieren. Ich glaube, dass Sasas und Kurden und auch Türken, dass hier in diesem Land alle zusammen sich bemühen müssen und diese Sprachen als Reichtum betrachten müssen und sagen müssen, wir wollen jetzt gemeinsam hier diesen kulturellen, sprachlichen Reichtum bewahren. Ich glaube, dass es nur gemeinsam geht. Wenn es nicht gemeinsam geht, dann werden alle zusammen untergehen. Vielen Dank.